Herzlich willkommen auch von mir zu dem heutigen Morgen und jetzt auch gerade speziell zu der Predigt. Wir haben ein grosses Thema vor uns, ein grosses Kapitel. Apostelgeschichte 26, ganze Kapitel habe ich bekommen. Aber ich freue mich mega drauf, weil es ist doch etwas Wunderbares, wenn das Wort Gottes so reich am Sonntagmorgen einfach vorgelesen wird. Einfach herrlich. Und ich möchte gerne mit einer Frage starten. Und zwar würde es mich mal wundern, darfst du für dich überlegen, wann hast du das letzte Mal jemandem dein Zeugnis erzählt? Also wie du Jesus kennengelernt hast, oder anders wird auch gesagt, wie Jesus dich gefunden hat, wie er dich geholt hat. Ich bin vor, 2 Wochen an einem Polter eingeladen gewesen. Wir sind auf Italien, also gerade knapp über die Grenze. Das Weekend, es war mega cool gewesen. Wir haben es gut gehabt, es war nicht irgendwie doof gewesen. Es hat gefegt. Und es war ja nicht mein eigener Polter gewesen, sondern von einem Freund von mir. Und dann ist es ja meistens so, dass es dort Leute hat, die man nicht kennt. Und so war es auch dort gewesen. Es hat 2 Männer gehabt, die ich nicht kennt. Und der eine von diesen Männern, mit dem bin ich nachher noch ein Stückchen heimgefahren. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt, also ich habe gewusst, dass er Christ ist. Und habe ihn gefragt, komm, erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Das würde mich zu Wunder nehmen. Und er hat mir dann das erzählt. Und einerseits war es so schön, einfach zu hören, wie Jesus die Leute auf so verschiedene Art und Weise abholt. Aber das Schöne für mich war auch, so ein Zeugnis ist immer etwas Persönliches drin. Da teilt jemand etwas aus seinem Leben. Und man lernt die Person auf eine neue Art kennen. Und auch heute bei Jesus Reloaded 2.0, auch der Paulus, der hat immer wieder sein Zeugnis erzählt. Das war etwas, was ihm sehr wichtig war. Und wir werden dann im Kapitel 26 hören, wie der Paulus das auch dort gemacht hat. Wie er sozusagen vor Gericht gestanden ist, in einer Art Gerichtsfall und sich verteidigt hat, aber gleichzeitig auch sein Zeugnis gegeben hat. Und ich möchte zuerst vorher aber ein bisschen zusammenfassen, was vorher passiert ist, dass wir ein bisschen den Kontext haben und nicht einfach hier reingerührt werden. Es war so, der Paulus war wieder in Jerusalem und er ist in den Tempel gegangen, wollte dort beten und die Juden haben das als Anlass genommen, weil sie ihn schon lange vom Kicker hatten, um ihn dort gefangen zu nehmen, um ihn zu verurteilen. Und sie haben behauptet, er habe einen Griech in den Tempel genommen, sprich in den Abteil, wo nur die Juden her dürfen. Und das haben sie als Vorwand genommen, obwohl es nicht gestimmt hat und haben ihn gepackt und es hat einen Tumult gegeben. Und die Römer haben das natürlich mitbekommen und haben gefragt, was ist denn da los? Und sie sind schauen, haben den Paulus gepackt, weggenommen. Und der Paulus hat gesagt, nein, ich möchte gerne noch zu den Juden reden. Und er hat dort auch kurz ein Zeugnis gegeben, wie er zum Glauben gefunden hat. Und dann sind die Juden noch völlig mehr hässlich auf den Paulus, haben ihn eigentlich am liebsten lynchen. Und der Kommandant von der Römer hat sich auch gedacht, was habe ich da noch gemacht? Hat den Paulus genommen, ins Gefängnis gesteckt und dann wollte auspeitschen. Und herausfinden, was ist eigentlich da los? Jetzt erzählst du mal, was Sache ist. Dann hat der Paulus aber gesagt, dass er römischer Bürger ist und das Recht hat auf eine Anhörung. Und wo der Kommandant das gehört hat, war er froh gewesen, hätte der Paulus auch nicht ausgepeitscht, weil das hätte für ihn noch ernsthafte Konsequenzen haben. Und so ist dann der Paulus vor den Kommandant gekommen und schlussendlich nochmal vor den Hohen Rat. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, das wir jetzt gerade anschauen dürfen, wo wir sehen, wie der Hohe Rat aussieht. Genau, das war im Tempel. Ihr seht es, mitten der Hohepriester, links und rechts Pharisäer und Sadduzäer. Und die Person dort, die so schwarz ist, das wäre in dem Fall der Paulus. Und der Paulus, der war dort in diesem Verhör. Und sie wollten natürlich ihn umstimmen und aufzeigen, was er wirklich falsch gemacht hat, was aber nicht der Fall war. Und der Paulus war natürlich ein cleverer Mann und er hat auch dort wieder ein kleines Zeugnis gegeben. Und er hat gefragt, glauben die denn nicht, dass Gott Tote auferwecken kann? Und er hat gewusst, es gibt einen Clinch, weil für die Pharisäer war ganz klar, Gott, der tut Tote auferwecken. Das sind die einen von dem Hohen Rat. Und die Sadduzäer, für die war klar, nein, Gott tut das nicht. Das ist nicht das, was Gott macht. Und es hat einen Clinch gegeben. Sie mussten den Paulus wieder rausnehmen, weil es nichts gebracht hat. Und der Hohe Rat hat aber den Paulus nochmal einladen. Sie sind zum Kommandant, haben gesagt, sie würden ihn noch mal gerne haben. Aber der Kommandant hat dann über den Paulus, wo er gehört, dass sie ihn nicht wirklich anhören wollen, sondern dass ein Attentat auf ihn geplant ist.
Dass ein paar Juden gesagt haben, wir schwören jetzt, dass wir nichts mehr trinken, nichts mehr essen, bis der Paulus tot ist. Und als der Kommandant das erfahren hat, hat er gesagt, jetzt ist fertig, hat ein paar Römer genommen, recht viel, und Paulus nach Caesarea geführt, zum Gouverneur Felix. Dort hat es nochmal eine Höhe gegeben, aber der Felix hat gemerkt, das bringt jetzt nichts. Und so war Paulus dann einfach 2 Jahre in dem Gefängnis gewesen. Und dann hat aber der Gouverneur gewechselt, dann ist der Festus gekommen. Der Festus war ein Mann, der hat sich nicht auskennt mit den Brüchen der Juden und auch die religiösen Fragen die er nicht kennt. Er hat aber einen guten Eindruck gemacht bei den Juden und hat probiert, den Paulus doch umzustimmen, dass er nochmal zu dem Hohen Rat geht, um man doch die Anklage nochmal anhören könnte, dass man das endlich beenden könnte. Der Paulus hat das aber nicht wollen und hat gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Er als römischer Bürger hat das Recht gehabt, seinen Fall bis zum Kaiser zu bringen. Das heisst, er muss vor dem Kaiser angehört werden. Da hat er so gesprochen und der Festus hat dann gesagt, gut, wenn du das willst, ist das in Ordnung. Und zu dieser Zeit ist aber auch der König Agrippa noch zu ihm gekommen. Und der Festus hat nachher den Agrippa gerade auf das angesprochen, auf den Paulus, auf das Problem, das es da gibt. Und der Agrippa, der ist ein König, der sich auskennt hat mit den jüdischen Brüchen und auch mit der Religion der Juden. Und er hat gesagt, du Festus, ich würde den Mann, den Paulus, mal gerne selber hören. Und so starten wir jetzt noch in das Kapitel 26 rein, wo wir mal den ersten Teil hören, gerade am Anfang, wie seine Verteidigungsrede von Paulus startet. Wir werden aus der Engü vorgelesen bekommen von Flo. Flo, vielen Dank schon mal, dass du das machst. Mega cool. Und der Flo liest uns mal die ersten 3 Verse vor. Nun wandte sich Agrippa an Paulus und sagte, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann dann seine Verteidigungsrede. Angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Danke vielmals. Ja, der Paulus, die Geste, die er macht, das Handheben, das ist zu der Antike normal, dass man das gemacht hat, bevor dass man seine Rede gehalten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der Paulus wirklich Freude hat, als er Agrippa gesehen hat, weil er eben weiss, der versteht die Sachlage, die da ist. Das ist nicht ein Festus, der da nicht rauskommt, sondern der weiss, um was es geht. Dem sind auch die Sachen mit Jesus und den Jüngern, mit dieser neuen Glaubensrichtung, nicht verborgen gewesen. Und so fängt er jetzt mit seiner Verteidigungsrede an, wo wir aber auch werden merken, dass die auch gleichzeitig in ein Zeugnis mit eingehen. Wir werden jetzt Verse 4 und 11 hören. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes 12-stämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt und das ausgerechnet von Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsse den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis, und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Wir haben so einen persönlichen Einblick von Paulus bekommen, wie er noch als Saulus tickt hat. Und wir lesen das einfach so schnell und gleich ist das eigentlich wahnsinnig, was da steht. Das war ein Mann, der die Christen, sozusagen die neue Glaubensbewegung, aufs Blut gehasst hat.
Der hat nur ein Ziel gehabt. Sein Ziel war, das muss unbedingt aufgehalten werden. Das darf nicht sein, dass die Irrlehre über den Messias, über den Jesus weiter in unsere Kreise zieht, bei den Juden. Er hat das um alles in der Welt verhindern. Und wenn wir etwas wissen von Paulus, wenn er etwas macht, dann macht er es richtig. Und wir werden jetzt auch hören, wie es aber zu dieser Kehrtwende ist. Und wie eindrücklich das ja gerade ist bei dem Mann, der so für Gott gekämpft hat, verstanden hat durch Jesus, dass er den falschen Weg gegangen ist und 180 Grad Kehrung gemacht hat. Wir lesen 12 bis 18. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich von meinen Dienern und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast, und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden, und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich vor der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünde vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Wie gewaltig ist das? Jesus ist im Himmel und er spricht direkt zu Paulus. Mal wieder nochmal Jesus' Wort sozusagen zu hören oder zu lesen, was er da direkt sagt. Und ich finde es so genial, dass Jesus auch gerade das Bild braucht. Ich habe das Bild einmal mitgebracht, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was denn das war. Es ist ein bisschen klein, ich weiss, es ist nicht viel besser gefunden, aber das ist der Ochsenstachel. Und wo Jesus das erzählt hat, hat Paulus genau gewusst, was Jesus so meint. Wir sehen hier den Ochs, oder die beiden Ochsen, die das Feld pflügen, hinter dran der Bauer, der sie antreibt und der eben so einen Ochsenstachel hat. Und der Bauer, der hat gesagt, wo es durchgeht, wo die Ochsen durchpflügen sollen. Und wenn aber die Ochsen mal nicht so Lust haben, wenn sie in eine andere Richtung gehen, dann haben sie sehr oft mal ausgeschlagen. Und da der Ochsenspeer, wo sie nachher reingeschlagen haben, haben sie nachher sich schlussendlich einfach selber Schmerz zugefügt, aber den Weg von dem Bauer sozusagen nicht ändern können. Und so sagt auch Jesus in Paulus: Paulus, du kannst noch so gegen mich gehen, gegen mich schiessen. Du hast da keine Macht, um das aufzuhalten. Das geht nicht. Du tust am Schluss nur dir selber weh. Du machst nur dich selber kaputt. Und ich finde es so interessant, dass anscheinend Paulus gerade versteht, dass Jesus tatsächlich der Jesus ist, den er eigentlich schon von der Tora, von den Schriften kennt. Und Jesus ihm gerade einen Auftrag gibt. Er gibt ihm gerade den Auftrag, das Zeugnis von Jesus, das er ja kennt und aber bis jetzt immer verleugnet hat, dass es nicht stimmt, das in die Welt rauszutragen. Und ich habe da den Text nochmal von dem Schluss, wo er den Auftrag bekommt, wo ich dann ein paar Stichwörter ausmarkiert habe. Und der erste Stichwort ist Finsternis zum Licht. Also Jesus sagt in Paulus, er soll die Leute aus dieser Finsternis zum Licht führen. Sie sollen dort herkommen, wo Heilung passiert, wo Sünden vergeben werden können, wo Menschen, die verletzt sind, können wieder gesund gemacht werden. Aber das Nächste finde ich auch so spannend. Macht des Satans zu Gott. Also von der Macht von Satan zu Gott bringen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott ist manchmal ein bisschen verloren, von Satan, vom Bösen, von der Hölle in unserer Welt noch zu reden, ja, das ist doch nicht mehr der Konsens, oder das kannst du doch nicht bringen. Und ich sage, doch, das müssen wir bringen, weil es eben auch zu der Wahrheit gehört, dass die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die nicht Jesus als ihren Herr haben, die haben den Satan, die stehen unter der Macht von dem Bösen. Und wir sehen das immer in der Welt, wenn wir in die Welt schauen, was da alles
falsch passiert. Ich habe letztens ein Video geschaut von einem Influencer, den ich recht cool gefunden habe. Das Gefühl hatte, hey, das ist eine coole, transparente Socke, wie man so sagt. Oder? Der ist einfach ein flotter, lässiger Typ. Oder? Und jetzt hat aber ZDF Neo da ein bisschen recherchiert und gemerkt, dass gewisse Sachen doch nicht so sauber laufen. Und wo ich zuerst denke, krass, oder? Das ist doch so ein toller Typ, wieso macht er das? Und dann lese ich das in der Bibel und merke, ja, das sind zum Teil schon super Typen und die machen auch wirklich vieles gut. Aber schlussendlich sind sie nicht mit Jesus Christus unterwegs, sondern auch wenn sie es natürlich nicht sagen und das je nachdem natürlich auch krass tönt, wenn sie nicht mit Jesus unterwegs sind, dann stehen sie einfach unter der Macht von Satans und sind ihm ausgeliefert. Und darum finde ich das so wichtig, darum ist es ja klar, dass Jesus das sagt. Er will die Wahrheit als Licht bringen und er will den Menschen aufzeigen, glaubt mir, wenn ihr nicht mir nachfolgt, dann folgt ihr einfach dem Bösen nach und ihr seid mal in der Ewigkeit von mir getrennt. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Sünden, die vergeben werden. Das, was Jesus ja auch schon gemacht hat, wo er noch gelebt hat, gesagt hat, was ist einfacher, sagen, stand auf, oder dir sind deine Sünden vergeben, wo es so einen Aufruf gibt. Er vergibt Sünden. Und Paulus will auch das predigen, dass wer an Jesus glaubt, das ist auch gerade das Nächste, der wird gerettet werden. Dem werden die Sünden vergeben. Das Opfern von den Tieren, die die Juden machen mussten, das ist fertig, weil Jesus für alles gezahlt hat. Und am Schluss noch mega schön die Verheißung, wir gehören zu dem heiligen Volk und wir werden das Erbe erhalten in Ewigkeit. Wir werden mal in der Ewigkeit bei Gott sein. Also Jesus, der in Paulus kurz und knapp einfach aufzeigt hat, was seine Tat am Kreuz, was das auslöst, was das für die Juden, aber auch für die Heiden bedeutet, also für Menschen, die Gott noch nicht kennt haben. Und der Paulus hat verstanden, dass Jesus aber kein Sektenführer ist. Und das ist für ihn eigentlich noch naheliegend gewesen, weil zu dieser Zeit hat es immer wieder Männer gegeben, Propheten, die je nachdem auch behauptet haben, sie sind jetzt der Messias, wo die alten Schriften von Zeugen. Und darum kann ich verstehen, dass der Paulus da kritisch ist. Und irgendwie glaubt, das kann nicht sein, das glaube ich nicht, dass das Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Und Jesus hat sich ihm jetzt aber selber offenbart und gesagt, doch, hey, ich bin der Messias, wo du eigentlich darauf wartest, der bin ich. Und es ist ja so unglaublich, dass der Paulus, wie wir nachher noch wissen, wenn wir die Bibel weiterlesen, wie er jetzt Vollgas nicht mehr gegen die neue Bewegung geht, sondern die unterstützt und die ausbreitet und wo er herkommt, einfach nur Zeugnis ist für den Jesus Christus. Wir werden jetzt miteinander weiterhören, wie er das noch weiter erzählt, 19 bis 27. Angesichts dieser Entscheidung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war und mich umzubringen versuchten. Doch Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erstes von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist verrückt geworden. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Wie genial, oder? Der Paulus, das mega Zeugnis, das er da gibt, wo er auch das Evangelium einbaut in seine Verteidigungsrede. Und der Festus, der es nicht mehr aushält.
Oder wo einfach das Gefühl hat, hey, das ist ein Spinner. Man kann sich das vorstellen, ein Wissenschaftler, der in ähnlichen Theorien verstrickt ist und ich blicke nicht durch und würde einfach sagen, ja, komm, du spinnst doch, das kann ja gar nicht sein. So geht es im Festus, er versteht das nicht und wirft das auch dem Paulus vor, oder? Du erzählst nur Seich. Und der Paulus sagt, nein, was ich sage, ist absolut richtig und ich sage dir jetzt nur eins, der Agrippa selber, der checkt das. Und dort hätte ich nicht der Agrippa sein. Was der Paulus so gemacht hat, das ist ja schon ein bisschen dreist, oder? Der König als Zeuge für sich aufrufen. Also der König, der merkt, jetzt habe ich das Problem. Was sage ich jetzt da? Und ich habe da eine Überschrift für den Moment, wo wir jetzt auch miteinander sehen. Ein versklavter König und ein gekrönter Gefangener. Das habe ich in meinen Vorbereitungen noch so gelesen und gefunden, hey, das bringt es wirklich sehr schön auf den Punkt. Der Paulus ist zwar der da, der gefangen ist, der wahrscheinlich Fesseln hat, und doch ist er nicht der, der gefangen ist, sondern es ist der Agrippa, der jetzt merkt, dass er ein versklavt ist. Wie meine ich das? Der Paulus, der hat natürlich eine Identität, klar, er ist ein Jude, er ist sogar ein römischer Staatsbürger, aber in erster Linie ist seine Identität durch Jesus Christus gegeben. Jesus Christus hat ihn erwählt, hat ihm aufgezeigt, wer er wirklich ist. Und der Paulus weiss, hey, ich kann jetzt Folge auf ihn aufbauen, auf den Jesus Christus. Und es ist völlig egal, was links und rechts von mir ist. Es spielt auch keine Rolle, dass ich da festlassen habe, weil ich bin frei und ich kann das Zeugnis von dem Jesus Christus auch frei weiterverzählen. Und selbst wenn, jetzt sagen wir mal, der Paulus da für das hätte umgebracht werden, hätte das in eine Freiheit tun, weil er wirklich keine Fesseln mehr hat. Und das sieht man so wunderbar beim Agrippa, wie er so Fesseln hat. Wir wollen miteinander lesen, was er sagt, Agrippa, auf die Herausforderung von Paulus. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Genau. Also Agrippa war auch ein schlauer Mann, weil er ist dort mit grösster Wahrscheinlichkeit in einer Zwickmühle gewesen. Er hat gewusst, er kann Paulus nicht sagen, ja, das stimmt, weil er hat hier Juden. Und wenn sie hören, dass der Agrippa Stellung bezieht zum Paulus, dann brennt dann aber das Feuer. Dann laufen die Sturm. Also der Agrippa gewusst, er kann das nicht zugestehen, weil er ein riesiges Problem hat. Er ist von seinen Umständen bestimmt, von dieser Identität, dass er König ist. Und er sieht wahrscheinlich auch, was er könnte verlieren, wenn er jetzt immer zustimmen würde. Aber ich glaube eben auch, dass der Paulus eben wirklich recht hat mit der Aussage, dass Agrippa, gell, du glaubst den Propheten, ja, du tust es. Und der Agrippa merkt, hey, ja, ich glaube denen eigentlich. Aber er merkt, er ist gefangen. Er merkt, was ihn das jetzt würde kosten, das zugestehen. Und darum sagt er, eigentlich auch noch recht schlau, hey, wenn du so weiterredest, dann machst du noch einen Christus mich. Er bestätigt nicht das, was der Paulus sagt, aber er verneint es auch nicht. Er nimmt in dem Sinn nicht wirklich Stellung dazu. Und wir wissen ja nicht, wie der Agrippa das gesagt hat. Vielleicht hat er das verächtlich gesagt, vielleicht ein bisschen aus dem Witz, ja, wenn du so weiterredest, machst du einen Christus mehr. Vielleicht hat er das aber auch mit Wehmut gesagt, weil er vielleicht wirklich verstanden hat, dass der Paulus eigentlich nicht Unrecht hat. Er aber gemerkt hat, wie er an dem alten Leben, das er hat, so fest klammert oder weiss, was er alles verliert. Wenn er jetzt dem das für zugesteht. Und so finde ich es auch interessant, was der Paulus auf das antwortet. Wir lesen den nächsten Vers. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin. Abgesehen natürlich von den Fesseln. Ja, ein kleiner Humor, he? Ja, Wahnsinn, oder? Ein mega Schlusssatz von Paulus zu seiner Verteidigungsrede. Er betet für sie. Er wünscht sich nichts mehr, dass der Agrippa, aber alle, die das jetzt gehört haben, dass die irgendwann mal die Herzen aufgetan werden. Dass auch Jesus Christus ihr Fundament wird, ihre Identität. Und dass es nicht darauf ankommt, was der rechts oder links zu dem sagt oder von dem denkt. Ja, die Identität in Jesus Christus, das haben wahrscheinlich, oder ich hoffe es, viele von uns da. Eine klare Identität, ein klares Fundament.
Und natürlich ist es nicht alles da, was uns ausmacht. Da gibt es noch vieles mehr. Aber Paulus, er war eben Jude, er hat auch römisches Bürgerrecht gehabt. Das hat ihm auch zu vielem verholfen. Aber doch hat er gewusst, das Wichtigste für mich ist, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein Bürger vom Himmelreich bin. Dass ich nicht mehr zu dieser Welt gehöre, sondern zu Gott, zu Jesus Christus, zum Himmel. Das war seine Identität. Und egal, was rechts und links passiert, dass ich in Fesseln bin, das spielt keine Rolle. Ich habe Jesus Christus und darum bin ich trotz allem frei. Und darum ist eben er, der gekrönte Gefangene, von Jesus gekrönt. Er hebt über den Agrippa, obwohl er der ist, der eigentlich in Gefangenschaft ist. Und der Agrippa merkt eigentlich, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gemerkt hat, dass er irgendwie doch gefangen ist. Abhängig von den Umständen und nicht von Gott. Und ich wünsche mir, dass wir immer wie mehr abhängig von Gott werden und nicht von unseren Umständen. Wir alle sind nämlich Bürger vom Himmel und ich verstehe es natürlich sehr gut, dass man ja gleich irgendwie Schweizer ist, oder? Oder zumindest ich oder eine andere Nation hat. Ich habe etwas mitgebracht, das mich ein bisschen an das erinnert. Wer weiß, was das ist? Darf ich es einfach laut sagen? Ja, genau, Schweizer Sackmesser, richtig. Und ich weiss noch, ein Bub hat es sehr oft mal geheißen, ein richtiger Schweizer Bub hat ein Sackmesser dabei. Und irgendwie ist mir das die Woche in den Sinn gekommen und dann habe ich gefunden, komm, ich nehme jetzt das wieder öfters mit. Und ich habe es tatsächlich gestern schon das erste Mal brauchen. Hat sich gelohnt, genau. Und natürlich, das stimmt, ich bin Schweizer, ich nehme das mit mir und ich merke das auch, wenn ich unterwegs bin im Alltag oder auch sonst in der Welt. Und mir ist so das Bild in den Sinn gekommen, von der Ferien am Strand in Italien. Ja, schön am Sünnen, oder? Vitamin D tanken. Und da gibt es ja so Strandverkäufer, die vorbeikommen mit ihrer Ware. Genau. Und die wollen einen Mann und eine Frau bringen. Also ihr, die schon mal mehr sind, die meisten kennen das Bild sicher. Und dann kommt nachher von mir und fragt, hey, wow, where from you und so. Und ich so, ja, Switzerland. Und dann siehst du gerade Dollarzeichen, wo dir die Augen aufleuchten, wenn er nicht eine Sonnenbrille hat, oder? Weil du bist Schweizer, oder? Deine Identität ist Schweizer, du bist reich, oder? Du hast Cash. Und er probiert natürlich, dir etwas anzudrehen. Und je nachdem bist du lieb und kaufst etwas. Und sonst nach dem 8. Mal Nein sagen, geht der Ding eigentlich auch. Unglaublich, wie uns unsere Umstände bestimmen. Ich habe mir noch mal vorgestellt, wie wäre das, wenn jetzt aber der Paulus neben mir auch noch gelegen wäre. Auch auf dem Badtuch am Sünnele. Und dann kommt der gleiche Mann vorbei und fragt, woher wir sind. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der Paulus aufgestanden wäre und gesagt, hey, lass, ich bin ein Bürger vom Himmelreich. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und du kannst das auch haben. Und gerade das Zeugnis bringt und das Evangelium bringt und ihm das alles gerade erzählt. Und ich wünsche mir das auch, dass ich in dem wachsen darf. Das Bild, dass ich ein Bürger von dem Himmel bin, wie wir es da auch schon gesehen haben, dass ich das mehr in der festigen. Dass ich dann wirklich mal sage, du, ja klar, ich bin Schweizer, aber eigentlich ich habe noch etwas viel Besseres im Fall. Und das kann ich dir auch geben. Und doch merke ich selber, wie das manchmal einfach herausfordernd ist für mich. Dass ich dann manchmal ein bisschen wie eine Agrippa bin und vielleicht sehe, was ich verlieren könnte, was mir das kosten kann. Und einfach nicht sehe, was aber für ein Gewinn ist. Wenn ich jetzt so ein Zeugnis gebe und nehme an, die Person bekehrt sich dann ist das wieder ein Bruder oder eine Schwester mehr, die auch zu dieser Himmelsfamilie gehört. Und das ist das, was wir uns doch so wünschen. Und das ist das, was ich uns möchte auch mitgeben am heutigen Morgen, dass wir in dieser Identität immer mehr leben. Dass unsere Identität nicht das ist, was uns vielleicht die Welt sagt, wo natürlich nicht einfach wegfällt, ist klar, aber dass wir immer mehr verstehen dürfen, dass wir Bürger von dem Himmelsreich sind. Der Vers, den ihr seht, der wird uns jetzt auch gerade noch der Flo vorlesen, steht im Philipper 3,20 und es ist die Luther-Übersetzung. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Genau, Bürger vom Himmel und wir haben die Hoffnung, dass auch Jesus Christus wieder zurück wird kommen und er wird aufzeigen, wer eben wirklich da die Macht hat. Und das ist auch für uns, egal in welcher Situation du bist, auch der Trost, ob es dir gut oder schlecht geht. Wir gehören zu dem, der alles in seinen Händen hat.
Und das ist unsere Identität, das ist das, was uns ausmacht. Was für ein Trost, was für eine Riesenfreude. Wir kommen zum Schluss dieser Predigt und auch zum Schluss vom Kapitel 26. Der Flo wird uns noch die restlichen Verse vorlesen. Und der König stand auf und der Statthalter und Berenike und die mit ihnen da saßen. Und als sie sich zurückgezogen hatten, redeten sie miteinander und sagten, dieser Mensch tut nichts, was des Todes oder der Felsen wert wäre. Agrippa aber sprach zu Festus, dieser Mensch hätte losgelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Danke mal, Flo. Ja, für den Kaiser ist es klar, für den König ist klar, der Paulus, der ist unschuldig. Den müssen wir doch nicht gefangen behalten. Wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, dann könnte man den freilassen. Aber das hat der Paulus gemacht. Und Jesus hat ja das wunderbar geführt, weil er hat ja Paulus nach Rom bringen. Und jetzt wird er sogar eskortiert. Besser geht es ja eigentlich nicht mehr. So endet das Kapitel 26. Und für mich ist es wirklich ein riesiges Zeugnis von Paulus, wie er einfach immer wieder zu Jesus gestanden ist, immer wieder von ihm erzählt hat und auch sein Zeugnis erzählt hat. Und wir haben ja bei uns am Schluss der Predigt haben wir manchmal so eine Vertiefungszeit oder auch so Challenges, die wir doch gerne mitgeben. Und ich möchte euch gerne 2 Challenges mitgeben. Die erste, die ist recht einfach. Wir haben ja vorhin den Bibelvers gesehen, der ein bisschen grafisch aufgemacht ist. Ich habe hier so ein Visitenkärtchen gemacht daraus. Und die sind nachher da vorne beim Abendmahltisch. Und die Idee ist, dass du dir so eins nimmst und ins Portemonnaie tust. Und wer weiss, vielleicht musst du mal deine ID zeigen und du verwünschst zuerst mal das, kannst ein bisschen schmunzeln und dir wieder klar, was deine richtige Identität ist. Dass du nicht Schweizer oder was auch sonst bist, sondern dass du ein Bürger vom Himmel bist, dass du zu Jesus Christus gehörst. Und der zweite Punkt, der mir auch so wichtig geworden ist, auch in der Vorbereitung von der Predigt, dass wir Zeugen sein von dem, was wir mit Jesus erlebt haben, gerade auch wie wir oder wie Jesus uns geholt hat. Da ist so viel Potenzial und es ist so wichtig, dass Menschen das hören. Und das ist für die einen ein bisschen einfach, für andere ein bisschen herausfordernder. Und ich möchte dir Mut machen, dass du dein Zeugnis auch wieder aufschreibst, dass du dir überlegst, wie ist das gegangen? Wie hat Jesus dich geholt? Welche Menschen haben da geholfen, dich auf den Weg gebracht? Was hat sich bei dir aber auch verändert, wo du eben die neue Identität bekommen hast? Und dass wir auch mutig werden, das auch immer öfters zu erzählen und nicht schauen, was rechts und links die Leute denken, was ich verlieren könnte, sondern wirklich glauben, dass das eine Kraft hat und eine Auswirkung hat und dass Menschen berührt und zu Jesus Christus bringen kann. Und es ist egal, ob du so eine crazy Geschichte hast wie der Paulus oder ob du vielleicht, wenn du denkst, eine langweilige Geschichte hast, dann spielt keine Rolle. Jedes Zeugnis ist so wichtig, weil wir sind verschieden. Jesus steht mit jedem von uns eine Geschichte und die Menschen sind ganz verschieden. Und mit gewissen Zeugnissen kann man gewisse Leute nicht abholen, wo man vielleicht findet, wow, die sind doch so genial. Und andere, wo man würde sagen, vielleicht wie bei mir, ich bin in einem christlichen Elternhaus gross geworden, holt vielleicht dafür andere Leute ab. Darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich am besten das Zeugnis wieder aufschreibt und das immer wieder parat habt. Und um das auch gerade üben, finde ich es mega cool, gerade als Gemeinde, dass du auch vornimmst, mal am Sonntagmorgen nach der Predigt auf jemanden zuzugehen und einfach mal zu fragen, wo du noch nicht weißt, hey, wie bist du ein Christ geworden? Das würde mich mal wundern. Ja, wir lachen jetzt ein bisschen, natürlich, gell? Aber irgendwie ist doch naheliegend, oder? Dass wir doch einander erzählen, du, hey komm, erzähl mal, wie bist du ein Christ geworden? Ich glaube, wir werden noch staunen, wie Jesus einerseits wirkt. Ich bin aber auch überzeugt, dass es uns einfach auch ein bisschen näher zusammenbringt. Weil so ein Zeugnis geben, das ist immer etwas Persönliches. Wir lassen in sein Leben hineinblicken. Und gleichzeitig verherrlicht Jesus Christus, weil es immer ein Zeichen dafür ist, dass er jemanden gerettet hat. Und jemand zu dem Himmelreich so ein Bürgerrecht hat. Ich möchte noch beten und nachher nehmen wir uns so 3-4 Minuten Zeit und dann singt die Band mit uns ein Lied und anschliessend geht es dann zum nächsten wundervollen Akt. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir ja, für den Paulus. Es ist zwar bedrückend, wenn man liest, was er alles gemacht hat gegen dich, wie er gegen dich gegangen ist. Und doch hast du den Mann genommen, ihm offenbart, dich ihm offenbart und er hat eine Kehrtwende gemacht.
Und das Wunderbare ist ja auch, dass du ihm, wie er auch gesagt hat, ist alles vergeben. All das, was er gemacht hat, bestimmt ihn jetzt nicht mehr. Sondern die Identität in dir, das bestimmt ihn. Und so bitte ich dich auch für uns, für jeden Einzelnen, der jetzt da ist und auch daheim zulassen und das gehört, dass du diesen Menschen das wirklich wichtig machst, dass sie wirklich wieder merken, die Identität, die haben wir in dir drin. Und du sagst uns, dass du uns alles vergeben hast. Und dass wir nicht auf das schauen, was vergangen ist, wo wir Fehler gemacht haben, sondern dass wir vorwärts schauen, mit dir unterwegs sind. Und vor allem, dass wir den Menschen ein Zeugnis sind. Dass wir den Menschen von dir erzählen, durch das, wie du uns zu dir geholt hast, was sich verändert hat. Aber auch wirklich zeigen, was das Evangelium ist. Dass das die Freiheit ist, wo sie suchen, wo sie sich danach sehnen und dass es die nur bei dir gibt. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du auch jetzt in die Stille gehst, zu jedem Einzelnen und ihm auch das aufzeigst, was dran ist. Auch wenn es etwas ganz anderes ist als jetzt von dieser Predigt. Ich möchte dich aber auch bitten, dass wir auch wirklich den Mut haben, um zu dir herzustehen. Und auch anschliessend mal auf Leute zugehen aus dieser Gemeinde und wirklich fragen, du erzähl mal, wie bist du eigentlich Christ geworden? Jesus Christus, dein Name ist über alles erhoben, du bist wunderbar und ich bin so dankbar, bist du meine Identität. Amen.